Ich höre irgendwas Komisches. Yo. 4. Später in der Nacht. Mare, bist du einer, der gerne Briefe schreibt? Ich schreibe jedenfalls gerade über dich an meine Eltern. Ach, du hast deiner kleinen Schwester schon von heute geschrieben? Also, dass ich dich bei unserem kleinen Fangwettbewerb besiegt habe und so? Du Hund. Die klügste Person in der ganzen Schule ist natürlich Albert. Aber dafür bin ich am längsten hier. Das ist so ziemlich das Dümmste, was du sagen kannst. Unser Wunderkind Albert ist zu dieser nachtschlafenden Zeit niemals hier. Ich frage mich, wo er eigentlich lernt. Ich muss mich diese Woche um die Pokémon der Schule kümmern. Das frühe Aufstehen ist echt übel. Hey Mare, du bist noch nicht müde, oder? Komm doch mal her. Bus bauen? Okay, ich habe ihn mitgebracht. Es ist alles bereit. Aber was machen wir? Schön, dann lass uns unsere Willkommensmutprobe für Mare beginnen. Ganz leise nur, aber... Yeah! Wir wollen nur wissen, wie mutig du bist. Ich musste das auch schon machen. Ist keine große Sache. Aber naja, du siehst irgendwie schon leicht schreckhaft aus. Ist nicht böse gemeint. Die Regeln sind ganz einfach. Wir 4 haben unsere Funcoms an 4 verschiedenen Stellen in der Schule versteckt. In Fräulein Mais Klasse, Herrn Toleros Klasse, Lehrerzimmer und in der Bib. Finde alle 4 Funcoms und leg sie vor der Tür des Kellerraums ab. Es ist nicht schwer oder so, aber es ist auch nicht ganz sicher, allein zu gehen. Darum haben wir die Regel, dass der Schüler, der neben dem Kandidaten sitzt, mitgehen muss. Du meinst mich. Dann auf, ihr 2, los geht's. Ich habe die Mu-Probe auch ablegen müssen, als ich auf die Schule gekommen bin. Die Klassenräume sind bei Nacht echt unheimlich. Okay, ja, wir mal gleich singen. Hihihi. Ich mache nur Spaß. Nur weiter, ihr 2. Ja, okay. Schon mal Core-Support von ihr. Okay, sogar gruselige Mucke. Da ist irgendwas. Bediza schon wieder. Junge. Viel zu inflationär. Oh, nur ein Bediza. Es hat mich irgendwie überrascht. So, jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Vielleicht ist das die wichtige Nachricht. Das war nicht die wichtige Nachricht. Aber hey, ich hatte echt Muffensausen. Du warst auch erschrocken, oder nicht? Wait, sollen wir das gleich mitnehmen? Und Fanger? Weil vielleicht brauchen wir ja zu trümmern. Für wie heute das gerade mit meinen anderen Pokémon, die ich gefangen habe? Weil die laufen ja jetzt gerade nicht mit mir mit. Oder laufen die nur draußen mit der Miet? Ich habe keine Ahnung. Aber Level Up, da hat sich schon gelohnt. Okay, läuft Miet. Pichu? Wir nehmen auch Miet, hä? Das ist das Lehrerzimmer. Und der Tipp für dieses Zimmer ist, der Fangcom hier will nicht an Ort und Stelle bleiben. Du hast schon verstanden, oder? Achso, ja, dann machen wir Pichu ja sowieso fangen. Weil Pichu nämlich die... Okay, warte, das mache ich so. Pichu hat nämlich den Fangcom. Yes! Bevor es angreifen kann, genau so muss man das machen. Das wird halt safe nicht immer hinhauen. Du hast einen Fangcom gefunden, nur noch 3 übrig. Das Lehrerzimmer von... das Klassenzimmer von Herr Tolero machen wir zum Schluss, weil das am gruseligsten ist. Weil ich Herr Tolero nicht so ganz vertraue. Die Bibliothek ist auch nachts unheimlich. Auch nachts! Hä? Also untertags auch, oder wie? Irgendwo in der Ecken hockt ein Lord dieser Albert rum. Es ist, als ob hier jemand lauern würde. Sieh zu, dass du den Fangcom findest. Ich will so schnell wie möglich weiter. No way. Ich mache nur Spaß drüber. Chillt der da echt irgendwo? Schaut, wir brauchen tatsächlich Bediza. Anders kommen wir gar nicht weiter. Und normalerweise, wenn man die einmal verwendet hat, die Pokémon, müssen die ja wieder respawnen. Da ist gerne wissen, ob in die Kisten was drin sein kann. Aber dann muss ich mir nur mal Bediza holen. Machen wir das? Wir machen's. Auch für bei IP. Schaut sicherlich nicht. Andererseits, was soll halt in die Kisten drin sein? Wir gehen ja auf Nummer sicher. Wir sind hier auf 100% Kurs. Aber ich keine Ahnung habe, wie heftig das wird. Das sind auch über den Kisten. Da ist safe irgendwo der Fangcom drin. So, jetzt darf mir natürlich alle ran, wo das Ding ist. Ich gehe einfach mal ganz vor zum Pult. Ich weiß zwar nicht, was Bodo vorher gesagt hat. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Tipp gegeben. Da ist er ja instant. Dann scheiße ich jetzt mehr auf die Kisten. Ja, nachdem sie der Anfang ein bisschen gezogen hat. Gut, wir sind immer noch am Anfang. Wir sind nur in der Schule, also es kann nur besser werden. Okay, das sind 2 Bedizas. Und Zubat, geil, haben wir noch nicht. Okay, und Zubat möchte uns sogar attackieren. Ah, okay. Super Schall IC. Zerschneiden hat das auch, okay. Es flattert herum und sendet zum Angreifen Ultraschallwellen aus. Level Up. Level 4 haben wir jetzt schon, gell? Du hast den letzten Fangcom gefunden. Damit hast du jetzt alle 4. Gut, das wären dann alle. Lass sie uns runter in den Keller bringen. Ja, okay, da passiert safe noch was. Nehmen wir nur mehr Bediza mit. 10. Fang. Je mehr du fangst, desto... Oh mein Gott, du kriegst so Bonus-EP immer. Für den 10. Fang haben wir jetzt gerade Bonuspunkte gekriegt. Geil. Das lohnt sich wirklich. Ja, schau, Bediza ist schon wieder richtig dabei. Hä? Dieses Ziel sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wer hat das wohl dahingestellt? Wir müssen gleich nur mehr Zubat bekämpfen. Oder A-Fanger. Bekämpfen, oh Gott, oh Gott. Das darf man ja gar nicht sagen. Wir fangen die ja mit der Macht der Freundschaft. Es schaut bisher immer nur sehr eintönig aus, ja? Aber es wird noch. Oder es schaut vor allem leicht aus. Aber glaub mal, es wird nicht so bleiben. Safe nicht. Ich bin mal ziemlich sicher, ich werde ziemlich schnell ins Struggle kommen. Hey Mare, hast du gerade etwas gehört? Also komische Geräusche oder so? Warum muss man die eigentlich in den Keller bringen?
Die müssen die doch dann selber wiederholen. Wirf die Funcoms dahin und lass uns zurück in den Schlafsaal gehen. Dann sind wir fertig. Aber wie ehrlich, ja, ich halte das nicht mehr lange aus. Psst, ich höre irgendwas Komisches. Yo, Nebulak. 4 Nebulak? The fuck? Ah, krieg ich alle auf einmal so? Nee. Okay, dann take mir den raus. Dann haben wir den nächsten raus und euch zwei. Die haben uns aber auch nicht so krass angegriffen, oder? Die haben sie ja nur kurz verpisst. Psykraft. Es greift an, indem es schaurige Kugeln ausspuckt. Oh, es war nur Nebulak. Aber die Koido hat sie peuten, oder? Wer ist da? Oh. Der Keller ist verbotenes Terrain für jeden außer mir. Ja, oder Albert, wow, du darfst da nicht runter. Los, schnell, lass uns abhauen. Ist irgendetwas vorgefallen, Herr Lehrer? Nein, da war nichts. Nur ein Zubehör, das Umgang gerade auch veranstaltet hat. Ja, schau, sage doch, Albert ist drin sogar. Aber mal so ganz nebenbei, war das Experiment ein Erfolg? Oder ist es fehlgeschlagen? Das vermag ich derzeit noch nicht zu sagen. Die Steuerungssysteme sind unvollständig, aber jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Nein, eine Frage der Feineinstellung. Albert, ich verlasse mich darauf, dass du Erfolg haben wirst. Abgesehen davon, es ist spät. Lass uns für heute Schluss machen. Schlafmangel sollte vermieden werden. True. Dann kehre ich in meinen Schlafsaal zurück. Gute Nacht, Herr Tolero. Ja, ein Brief. Hallo großer Bruder, danke für den Brief und Glückwunsch zur Aufnahme in die Ranger-Schule. Ich habe auch Neuigkeiten für dich. Mutti und Vati reden darüber, in deine Nähe zu ziehen. Schwesterchen. Das war natürlich gar nicht schlecht, wenn die Eltern in der Nähe sind. Mich das echt interessieren, wie heute die alle sind. Aufgepasst, ich habe eine Frage an alle. Was passiert heute? Freiluftunterricht. Also echt, als ob wir den Freiluftunterricht vergessen würden. Fräulein Mai, Bruder hat mir erzählt, dass er sich 38 Fragen für die Ranger ausgedacht hat. Oha. Wie enthusiastisch. Klasse, lasst uns rausgehen. Wir versammeln uns auf dem Platz des Aufstiegs. Jau, ich habe so lange auf den Freiluftunterricht gewartet. Ja, okay. Und ist anscheinend kommt der Ranger vorbei. Hat die wirklich Jau gesagt? Er ist viel zu aufgeputscht. Du weißt noch, wo der Platz des Aufstiegs ist, oder? Nach Osten, ja, bruh. Hallo Mare. Wir haben uns gerade erst gesehen, Dude. Was trödelst du so herum? Der Freiluftunterricht fängt gleich an. Ich glaube, der Ranger ist auch schon da. Da ist so ein schlachsiger Ranger mit einem Riesenafro. Nun, scheinbar haben sich alle eingefunden. Möge der Freiluftunterricht beginnen. Dieser junge Mann hier heißt Froderich. Er ist ein Absolvent dieser Ranger-Schule und inzwischen Pokémon Ranger in Briesenau. Ich bin Froderich, schön euch kennenzulernen. Danke, dass du hier bist. Das hier ist mein Pater-Pokémon Knospi. Und das sind meine Pokémon-Freunde. Wow, das ist so cool. Hallo, Froderich, ist ganz schön lange her, aber dieser riesige Afro, ich glaube, dein früherer Haarschnitt hat mir besser gefallen. Dieser Anblick dieses chaotischen Gewächses auf deinem Kopf irritiert mich irgendwie, aber genug davon. Wir sind alle hier, also lasst uns anfangen. Kommen wir zum Hauptteil des Freiluftunterrichts, der Frage- und Antwortrunde des Grauens. Lasst die Fragen beginnen. Froderich, warum wolltest du Ranger werden? Nun, weil ich Pokémon liebe. Ich wollte ein Freund für sie werden. Du weißt schon, eine Beziehung aufbauen. Außerdem ist es ein cooler Job. Mir geht es ganz genauso. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Ich habe auch eine Frage. Welche Arten von Pokémon sind schwierig zu fangen? Also, ich kann da nur für mich sprechen. Psycho- und Geist-Pokémon, denke ich. Die haben die Angewohnheit beim Fangen einfach mit einem Wusch zu verschwinden. Geist-Pokémon machen sowas? Ja. Zum Beispiel 4 Nebulak im Keller von Herr Tolero. Hier, ich bin dran. Mein Name ist Rhythmia. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als Technikerin zu werden. Glauben Sie, ich kann so eine werden? Ich werde eine, nicht wahr? Also, ich sehe dich gerade zum ersten Mal. Ist also nicht so, als ob ich etwas Genaues wüsste, aber klar, das wird schon. Passt schon. Du bist bestimmt eine Technikerin. Das stimmt, genau das wollte ich hören. Juhu! Rhythmia, verwechselst du unseren Ranger vielleicht mit einem Wahrsager oder so? Entschuldigung, Ranger, wie ist es mit mir? Werde ich ein Ranger werden? Kann es sein, dass du mich jetzt auch mit einem Wahrsager verwechselst? Oh, Bird. Aber so viel kann ich dir über dich sagen. Dein starker Wille strahlt aus dir heraus. Ich bin sicher, dass du es schaffst. Und wer weiß, vielleicht wirst du sogar ein besserer Ranger als ich. Aber das klappt natürlich nur, wenn du dich richtig auf diese Aufgabe konzentrierst. So ist es also. Dann werde ich mein Bestes geben. Zweite Frage wäre dann, das ist nicht fair, Bruder. Jeder hat eine Frage. Ranger Froderich hat schließlich noch mehr zu tun. Hier also meine Frage. Sind schon mal Fehler unterlaufen? Fehler, fragst du? Also, als ich angefangen habe, gab es nur Fehler. Einmal habe ich zum Beispiel Saft über meinen Fangkorb geschüttet. Das war übel. Und dann habe ich versucht, ein Plüschtier zu fangen. Einmal habe ich mir auch die Ranger-Uniform über den Pyjama gezogen. Moment, wieso erzähle ich das alles? Was freut Sie daran, ein Ranger geworden zu sein? Die glücklichen Gesichter, die wir sehen, wenn wir Leute oder Pokémon in Not helfen. Ich hoffe, ich sehe diese glücklichen Gesichter auch bald. Das ist die richtige Einstellung. Mach weiter so und du wirst mit Sicherheit Erfolg haben. Wisst ihr, ich freue mich schon darauf, eines Tages mit euch zusammenzuarbeiten.
denkt immer positiv und legt euch ins Zeug. Okay, jetzt meine Frage. Ranger Froderich, war Fräulein mal irgendwann einmal sauer auf sie? Das will ich meinen. Sie ist einmal pro Tag wegen mir in die Luft gegangen. Also das stimmt und wirklich nicht. Es war nicht einmal am Tag. Es war mindestens 3-mal. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Froderich war ein wunderbarer Schüler. Er hat mit seiner Freundlichkeit und seinem Humor stets gute Stimmung verbreitet. Dulle. Voicemail. Froderich, kannst du mich hören? Hier ist Urs. Vor der Ostküste der Schulinsel ist ein Mantax verletzt worden. Es ist offenbar mit einem Frachter zusammengestoßen. Luana ist mit dem Boot zu dir unterwegs. Triff dich mit dir und komm unverzüglich zum Unfallort. Wir benötigen deine Hilfe. Verstanden, Chef. Das ist so cool. Bitte retten Sie das Mantax. Ranger-Pose. Halte durch, Mantax. Wir kommen und retten dich. Direktor Lambert. Da die Schüler so besorgt sind, werde ich Bescheid geben, wie die Mission verlaufen ist. Tut mir leid, dass der Freiluftunterricht so abrupt beendet werden muss. Kein Grund für Entschuldigungen. Froderich. Abgesehen davon, hörst du das? Ist das nicht dein Boot? Los, Froderich, spring rein, wir sind zum Unfallort unterwegs. Okay, Schüler, macht weiter so. Wir treffen uns irgendwann irgendwo wieder. Als ob wir bei einem historischen Moment dabei gewesen wären. Das Boot ist schon ganz klein am Horizont. Nun, Klasse, das war mit Sicherheit der kürzeste Freiluftunterricht aller Zeiten. Aber zugleich war es auch der packendste und realistischste, den wir jemals hatten. Also dann, Schüler, kehren wir in unsere Klassenräume zurück. Ja, sehr wack, hab eigentlich schon Schui aushauen jetzt. Geh mal heim. Weißt du, ich werde immer heißer darauf, ein Ranger zu werden. Ich habe noch 37 Fragen übrig, aber ich glaube, die Antworten suche ich mir selber. Ein echter Ranger hat mir garantiert, dass ich Technikerin werde. Es gibt nirgendwo Garantien. Du musst deine Träume am Schlafittchen packen und sie wahr machen. Glaubst du, ich weiß das nicht? Genau das werde ich tun. Ich werde meinen Traum wahr machen. Und ich werde auch kein Verlierer sein. Nicht mit einer Konkurrenz wie Mare. Digga? Hey, warum geben wir uns drei nicht gleich jetzt am gelübden Stein ein Versprechen? Lasst uns einander schwören, dass wir alle unsere Träume wahr machen werden. Darauf kannst du wetten, ich bin dabei. Mare, wie sieht es mit dir aus? Klasse. Das ist die richtige Einstellung. Nichts antworten, nichts sagen. Ja. Yeah. Lass uns zurück in die Klasse. Hallo, großer Bruder. Vielen Dank für deinen Brief. Euer Freiluftunterricht hört sich ja richtig aufregend an. Oh, und wir werden in deine Nähe ziehen. Wir suchen schon nach einem neuen Haus. Nice. So hast du eine kleine Schwester, safe. Vielleicht lasse ich meine Schwester das einsprechen. Hört bitte alle mal her. Erinnert ihr euch an das Mantax, zu dessen Rettung Froderich nach dem Freiluftunterricht aufgebrochen ist? Die Ranger-Vereinigung hat es aufgenommen und gesund gepflegt. Heute Morgen wurde das Mantax wohlbehalten ins Meer zurückgebracht. Hurra! Nun, da wir durch die Neuigkeiten alle freudiger Stimmung sind, können wir ja mit dem Unterricht beginnen. Bodo ist nicht da. Heute ist Zusammenarbeit zwischen Rangern und Technikern das Thema. Herrscht kein Vertrauen zwischen einem Ranger und seinem Techniker, ist das eine Katastrophe. Selbst eine einfache Mission könnte sich dann als undurchführbar erweisen. Ranger sind dort unterwegs, wo sie sich an keiner Straße orientieren können. Es ist die Aufgabe des Technikers, dort den Pfad des Rangers zu erhellen. Das heißt natürlich nicht, dass er im Einsatz mit der Taschenlampe neben dem Ranger steht. Techniker unterstützen Ranger auf andere Weise, zum Beispiel durch Aufladen ihres Fangkoms. Darüber hinaus stehen sie ihnen mit Ratschlägen und Informationen zur Seite. Von der Einsatzzentrale der Vereinigung aus halten die Techniker mit Rangern auf ganz Almia Verbindung. Weiß jemand, wie dieses Kommunikationssystem genannt wird? Ja, es heißt Voicemail. Das ist korrekt. Euer Schulfangkom ist allerdings nicht mit dieser Funktion ausgestattet. Aber seht mal her, ich habe hier 2 Fangkoms mit aktivierter Voicemail-Funktion. Es ist uns gelungen, sie für diesen Anlass von der Ranger-Vereinigung auszuleihen. Direktor Lambert, der geschäftlich dort zu tun hatte, musste sie persönlich darum ersuchen. Wir werden sie heute dazu verwenden, einen Einsatz durch die Ranger zu demonstrieren. Rhythmia übernimmt für den Anfang den Part der Technikerin und Bodo den des Rangers. Bodo ist noch nicht da. Das kommt aber selten bei Bodo vor. Hat er etwa verschlafen? Na gut, dann wird Mare die Rolle des Rangers spielen. Natürlich. Die bessere erste Wahl. Oh wow, ich kann damit kommunizieren. Hallo, kannst du mich hören? Hier spricht Rhythmia. Bitte komm, Ranger. Wir sind zu nah beieinander. Kannst du mich ohne Fangkommen laut und deutlich hören? Naja, dann sollten wir weiter auseinandergehen. Wir das noch einmal probieren. Hey, auch kein Gerenne im Klassenraum. Es tut mir furchtbar leid, Ihren Unterricht zu unterbrechen. Aber es gibt eine Kleinigkeit, über die ich gerne mit Bodo sprechen würde. Nun ja, natürlich, aber Bodo scheint heute spät dran zu sein. Das ist gar nicht seine Art. Spät dran, sagen Sie. Nun, leider haben wir da ein kleines Problem. Im Lehrerzimmer war eine Anzahl Fangkoms gelagert. War, sage ich. Nun sind sie alle verschwunden. Ich habe mich bereits der Unschuld aller meiner Schüler in diese Sache versichert. Aber wenn dieser Bodo so ganz untypisch vom Unterricht abwesend ist, wie Sie sagen, vielleicht dauert es etwas, ein Versteck für all die gestohlenen Fangkoms zu finden. Herr Tolero, Bodo ist ein Scherzkeks, aber kein Dieb. Ach, sei doch still. Er rennt auf den Gang und schleicht in den Keller, obwohl es verboten ist. Ist natürlich
wenn man ihn verdächtigt. Herr Tolero, reden Sie nicht stets das Gegenteil, dass es falsch ist, jemand ohne Beweise zu beschuldigen? Geben Sie mir kurz Zeit. Ich will mich nach Bodo und Ihren vermissten Funcoms umsehen. Ich schau um. Ja. Mare, lass uns das Gebäude von oben bis unten durchsuchen. Wir müssen Bodos Unschuld beweisen, wenn sie irgendwas ergibt. Voicemail, okay? Wenn sich was ergibt, Voicemail. Einzige logische Konsequenz? Bürgerkrieg. Wir sollten zuerst die Schule gründlich durchsuchen. Okay, ich bin jetzt an die Einstellungen gegangen und hab das Texttempo angepasst. Also halt auf 3 gestellt, so wie man es halt macht. Und diesen Rahmen da umgestellt. Da werde ich jetzt einfach mal in nächster Zeit ein bisschen umswitchen und zum Schluss raus halt dann einfach den nehmen, der mir am besten gefällt. Voicemail. Hier ist Rhythmia am Erdgeschoss. Komm bitte runter zur Eingangstür, beeil dich. Da war ich doch gerade, Mann. Wow, Petiza. Ich wollte gerade mit dem Füttern der Petiza anfangen. Als ich das hier gefunden habe, hat einer von euch vielleicht seinen Fangkampf fallen gelassen? Nein, ihr habt eure beide, okay. Mare, wir sollten uns hier im Schulhof umsehen. Danke für den Hinweis, Inge. Oh hey, zieh dir das an. Noch ein Fangkampf. Ist es nicht einer der Fangkampfs, die aus dem Lehrerzimmer verschwunden sind? Vielleicht liegen die anderen auch hier herum. Lass uns den Boden absuchen. Ah, da runter. Warte mal, ich höre Stimmen. Lass uns nachsehen. Da waren wir noch nicht. Bodo, was machst du denn hier draußen? Und wer ist dieser Mann? Dieser Typ ist ein elender Dieb, der kam aus dem Lehrerzimmer geschlichen. Also rief ich ihm hinterher. Und dann, bang, nimmt er die Beine in die Hand und versucht sich aus dem Staub zu machen. 3 gegen 1 ist nicht fair. Ich verdrück mich, adieu. Autsch, ich kann nicht sehen. Es ist schwer, es tut weh, es stinkt. Hilfe. Ein Bummels ist aus dem Baum gefallen. Geschieht dir recht. Das hast du davon, andere zu beklauen. Bitte, ich werde es nie wieder tun. Hilfe! Lass uns gehen. Wen kümmert schon ein Typ wie der? Was erzählst du denn da? Es ist die Aufgabe der Ranger-Leuten in Not zu helfen. Mare, bitte fang dieses Bummels. Ja, Bummels ist jetzt nicht so das Ding. Aber immerhin schon mal ein Eintrag jetzt. Zerschneidergut ist okay. Es tut nur selten etwas. Gelegentlich versucht es ein Schneiderangriff. Faster Level up. Das ist natürlich schon geil. Das ist ein wirklich dicker Felsen da hinten. Puh, endlich sicher. Danke, dass du mich gerettet hast. Was ist denn hier los? Nachdem auch ihr verschwunden seid, haben wir uns auf die Suche nach euch gemacht. Oh, da ist ja Bodo. Und die Fangcoms sind auch hier. Das hier ist der Mann, der die Fangcoms gestohlen hat. Ja, wieso hast du unsere Fangcoms geklaut? Weißt du nicht, wie wichtig die für uns sind? Es tut mir leid. Ich habe immer davon geträumt, ein Ranger zu werden. Aber dann bin ich älter geworden, ohne etwas dafür zu unternehmen. Ich hatte noch so viele andere Träume, die ich verwirklichen wollte. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, was ich wirklich in mit meinem Leben anfangen sollte. Ja, das ist oft das Problem. Dass man nicht weiß, was man anfangen soll mit seinem Leben. Wir kannten jetzt natürlich Vollgas das tiefe Thema auspackeln, aber wann anders. Aber der eine Traum, den ich nie aufgeben konnte, war der, ein Ranger zu werden. Ich dachte, wenn ich einen Fangcom hätte, würde vielleicht alles anders werden. Was sagst du da? Mach mich bitte nicht wütend. Es ist doch ganz egal, wie alt du bist. Auch Erwachsene können die Ranger-Schule besuchen. Wenn du dich richtig anstrengst, kannst sogar du ein Ranger werden, du Lappen. Es liegt an dir, Träume wahrzumachen. Frau Lehrerin, als ich all diese Fangcoms dort sah, war ich auf einmal wie verhext. Ich wollte eigentlich nur einen mitnehmen, aber dann hatte ich auf einmal alle. Genau wie bei dir und deinen Träumen. Du bist ziemlich gierig, nicht? Du solltest heimgehen und ernsthaft drüber nachdenken, was du tun willst. Warum überlegst du nicht mal, wie du ein echter Ranger werden könntest? Das werde ich machen. Moment. Heimgehen? Lass mich einfach gehen, ohne Bestrafung oder so? Nicht wundern. Ich schütte mir gerade einen Tee, ey. Frau Lehrerin, ich kann es nicht glauben. Und so versuchte Bodo, den Dieb zu fangen, der die Fangcoms gestohlen hatte. So, was passiert also in meiner Abwesenheit? Nun, auch wenn der Dieb entkommen konnte, ich bin froh, dass niemand verletzt wurde. Das Bergen der Fangcoms ist ein Bonus. Bodo wird nur beschuldigt, weil sein normales Auftreten so beklagenswert ist. Ich muss zugeben, ich war von Rhythmias Vertrauen in ihrem Freund beeindruckt. Dies könnte die wichtigste Eigenschaft für eine Technikerin sein. Deine Zusammenarbeit mit Rhythmia und dein Fang waren herausragend, Mare. Es war Bummels. Ich konnte das schon an deinem breiten Grinsen. An die breiten Grinsen dieses Bummels leicht erkennen. Du bist viel zu waghalsig und musst viel mehr mit deinen Freunden zusammenarbeiten. Kein Ranger kann alles allein bewerkstelligen. Ich glaube, eines Tages bist auch du mit einer Situation konfrontiert, in der du dies akzeptieren musst. Nichtsdestotrotz, du hast zweifellos eine gute Tat vollbracht. Hörst du mir zu? Dieser Dieb ist nicht entkommen. Wir haben ihn tatsächlich gehen lassen. Rhythmia, hör mir zu, du verstehst mich doch, oder? Wie mies sich das für mich anfühlt. Aber hey, Rhythmia, du hast an mich geglaubt und für mich die Partei ergriffen. Darüber freue ich mich sehr. Vielleicht lauern im Herzen eines
jeden von uns stets Schatten, so wie wir es bei diesem Dieb beobachten konnten. Shadows of Almia. Hey, wichtig ist nur, dass wir dieser Dunkelheit in unserem Herzen niemals nachgeben. So steht es in den Büchern unserer Bibliothek geschrieben. In der Almia-Region gibt es ein uraltes Wort. Ist es ja V? Batonage? Bro, das habe ich noch nie gehört. Es bedeutet, ein Licht neu zu entzünden, das in Finsternis versunken war. Batonage, ach komm. Scheiße, es ist unangenehm. Heute erstrahlt ihr alle mit dem Glanz von Juwelen. Möget ihr niemals diese Strahlen verlieren. Oh je, ich schwafle schon wieder. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass alle in ihre Klasse zurückkehren. Ja, und das Labern vielleicht mal unterbinden. Ich will wieder was machen hier. Hallo, großer Bruder. Danke für deinen Brief. Voicemail. Wir wissen jetzt, wohin wir umziehen. Das Dorf heißt Chikolingen in Almia. Wir können dich beim Schulabschluss sehen. Kommt der jetzt bald, der Schulabschluss? Es ist endlich die Zeit eures Eintagespraktikums gekommen. Praktikum Arno. Ihr werdet also erfahren, wie es ist, echte Ranger, Techniker oder Mechaniker zu sein. Dafür geht ihr hinaus zu den Einrichtungen, für die ihr euch eingeschrieben habt. Macht unterwegs keine Abstriche und seid bitte vorsichtig. Maren, Bruder, ihr zwei macht euch zur Ranger-Basis in Briesenau auf. Das ist Froderichs Basis. Ihr erinnert euch an die Ranger, der den Freiluftunterricht verlassen hat, um das Mantax zu retten? Ich teste die Arbeit als Technikerin und darum gehe ich zur Ranger-Vereinigung. Oh, und bevor ich es vergesse, in der heutigen Zeitung war ein Artikel über die Ranger-Vereinigung. Stimmt, Zeitung kann es auch mal geben. Das Almia-Journal. Ranger-Vereinigung, Ausgabe. Nummer uno. So schaut es aus, Moment. Ein Blick auf das Ranger-Hauptquartier, der Mittelpunkt aller Operationen. Sensation, hier zu sehen die Kommandozentrale. Gerda, Vorsitzende der Ranger-Vereinigung. Okay, also sehr alt. Die Ranger-Vereinigung ist wirklich weit weg. Ich sehe besser zu, dass ich loskomme. Bis heute Abend. Mare, du musst auch nach Briesenau, oder? Lass uns zusammen hingehen.